Hallo, hier ist Anke Maltanke vor dem Bücherregal, denn heute gibt es mal wieder eine Lesung. Wer Lesung also nicht gerne mag, braucht gar nicht erst weiterzuschauen. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn auch, wenn sich die Menschen auch noch für Literatur interessieren. Heute kommt eine Geschichte von dem Plätzchen, da kein Ort, Čirkeva. Čirkeva, ihr seht schon, von der Fähre oder auch Wolken, wie ihr wollt. Das ist der Fährhafen von Malta, gleichzeitig die nördlichste oder nordwestliche Spitze Maltas. Von hier aus fahren regelmäßig Fähren nach Gozo und wieder zurück, Autofähren, große Autofähren, und zwar fast permanent. Früher war das anders, als meine Geschichte spielte oder angesiedelt ist. Das war 1994 und damals musste man lange noch auf die Fähre warten oder man hatte ein Timetable und wusste, wann sie kommt. Dann stand man ewig lange in den Schlangen. Das war aber immer lustig. Man hat sich irgendwie ein Getränk oder Kaffee und Kuchen, irgendwas geholt und ist fast immer in Kontakt gekommen, so ging es jedenfalls mir, mit irgendwelchen Maltesern oder Gozitanern. Und ich liebe diese Fähre, die heißt Gozo Channel Line. Der Gozo Channel ist auch Il Fligu. Man fährt 7 Kilometer von einer Insel zur anderen und landet von Čirkeva aus bei Imjar, dem Hafen von Gozo. Bei Čirkeva ist auch der Paradise Bay in der Nähe. Das ist ein schöner Sandstrand und ein Hotel. Und es wird gerne von Tauchschulen angesteuert, denn dort unter Wasser liegt eine Marienfigur und 2 Schiffwracks. Und es ist ein tolles Taucherparadies, sage ich jetzt mal. Bevor ich jetzt noch lange zu Čirkeva etwas erzähle, denn es gibt auch gar nicht so viel mehr zu erzählen, fange ich an, eine Lesung zu geben. Und zwar aus meinem Buch, habe ich schon ein paar Mal vorgestellt, Mein Malta gestern und heute. Dieses Buch beinhaltet viele Texte zum Thema Malta, historisch und aber aufgelockert, Gedichte und Kurzgeschichten und viele, viele Fotos, sowohl gemalte Bilder als auch Fotos von Malta und Gozo, und erfreut sich großer Beliebtheit bei allen, die es kennen, und ist vor einigen Jahren erschienen. Ich habe die Kurzgeschichte zum Prolog gemacht. Das passte ganz schön und mein Verleger fand es auch gut. Und ich lese also eine Geschichte, die ehemals hieß Kröte, da ich einer unangenehmen Schriftstellerin bei der Fähre begegnet bin. Die Geschichte ist ganz lustig. Ich lese eine Seite, sonst wird es hier einfach zu viel. Das ist für diesen Kanal nicht das Richtige. Prolog 1994. Ich wachte auf und spürte, dass ich Sehnsucht nach Ruhe und Einsamkeit hatte. Nicht, dass es mir schlecht ging, aber ich hatte keine Lust, auch nur mit einem einzigen Menschen ein Wort zu wechseln. Das lag wohl daran, dass ich in den letzten Tagen von einer Verabredung zur nächsten gehetzt war und diese vielen unterschiedlichen Menschen mein Verlangen nach Einsamkeit und Stille von Tag zu Tag hatten wachsen lassen. Ich schien übersättigt zu sein vom Smalltalk in den Bars von Slima. Schließlich war ich nach Malta gereist, um in aller Ruhe an meinem ersten Buch über Malta zu schreiben. Gerädert von einer fast schlaflosen Nacht, auf einem quietschenden Bett mit Sprungfedermatratze und mit viel zu viel Wein am Vorabend taumelte ich zum Fenster, zog den staubig grauen Vorhang auf und kniff geblendet die Augen zusammen. Über mir rasselte der alte Ventilator, auf den ich in der Nacht meine Wäsche zum Trocknen gehängt hatte. Ich stellte ihn aus und das Radio an, hörte immer wieder ein aufgeregtes Balloon und Shane, Ball und Null, Fußball also.
Ich drehte so lange am Knopf des alten Transistorradios, bis ich gute Bluesmusik fand, machte mir einen Tee mit zu viel Milch und Zucker und öffnete alle Fenster. Was für ein schöner Tag! Es roch nach Kräutern und salziger Meeresluft. Die Sonne schien und auf den Flachdächern lag ein goldener Schimmer. Unten in den Höfen spielten die Katzen. Ein paar Spatzen zwitscherten laut und hüpften aufgeregt in den großen knallroten Weihnachtssternen herum. Sie übertönten sogar das Geräusch meines ratternden Kühlschranks. In den Gärten spannten Frauen Wäscheleinen. Andere pflückten Früchte von den Bäumen. Eine Frau sang bei ihrer Arbeit und ein milder Wind trug dieses Lied bis in mein Zimmer im 5. Stock hinauf. Es war warm für Januar. In der Ferne lagen saftig grüne Wiesen, die heute wie selten leuchteten. Eine friedliche Stimmung lag in der Luft, trotz des Lärms, der von der Stadt aus der Ferne herübergetragen wurde. Noch immer verharrte mein Blick auf diesen leuchtenden Wiesen Maltas, meine Gedanken aber waren durch dieses Grün längst auf Maltas Schwesterninsel Gozo. Auf Gozo waren die Wiesen noch grün, wenn es auf Malta schon ausgedörrt und karg aussah. Es gab keinen Lärm, denn es gab keine großen Städte und Männer und Frauen sahen zufrieden aus, wenn sie morgens Netze auslegten oder vor ihren Häusern sitzend Spitzendeckchen klöppelten. Ein Bild aus bald schon vergangener Zeit. Auf Gozo hatte ich immer meinen inneren Frieden gefunden, wenn mir das auf Malta nicht geglückt war. Schon bald stand mein Entschluss fest, ich würde einen Tagesausflug nach Gozo unternehmen. Für Gozo lohnte es sich, trotz Karte aufzustehen, anstatt sich wieder ins Bett zu verkriechen. Ja, bestimmt würde ich zur Ruhe finden auf der Insel, von der man sagt, dass dort die Zeit stehen geblieben sei. Das war ein kleiner Textauszug aus meinem Buch Mein Malta. Leider ist auf Gozo die Zeit jetzt nicht mehr ganz so stehen geblieben. Auch hier haben wir einen Bauboom, manche sagen Bauwahn, aber es hält sich noch in Grenzen. Gozo ist immer noch schön. Ich sage für heute Tschüss, Sacha, alles Gute und alles Liebe und bis bald. Eure Anke Maltanke. Ciao.